Allewil ist ein ruhiges Städtli. Man kann fast sagen, ein grösseres Dorf. Es hat nicht gerade viele Einwohner. Aber es herrscht ein gesunder Geist in Allewil. Wie es eigentlich überall sollte sein bei uns. Den Tag durch gehen die Leute der Arbeit nach und arbeiten fleissig, weil sie mühen. Und zu Abend gehen sie es Bezeiten unter. Wie gesagt, es läuft nicht gerade viel zu Allewil. Höchstens, dass noch einer heimläuft, wenn im Sternen nichts mehr läuft. Auch auf dem Polizeipost ist es etwa mal ruhig und dann kann ich wenigstens Bezeiten ins Bett. Aber es ist schon wie verhexet. Wenn unser Reisemal meint, es laufe nichts, dann läuft wirklich etwas. Angefangen hat es an der letzten Abendvorstellung mit den Seiltänzlern. Wo die Vorstellung fertig war, sind die Leute brav heimgelaufen. Auf einmal haben sie vor dem Schlössli zu einen Haufen Leute gesehen. Wie gesagt, ich hatte schon die Fusen. Wenn ich nämlich da gewesen wäre, so hätte es sicher nicht so eine Aufregung gegeben zu Allewil. Aber aus dem Geist sei niemand recht rausgekommen. Und schliesslich haben sie nichts anderes machen als heimgehen. Aber am anderen Morgen haben die Wurmen nicht zum Feister ausgerufen. Gestohlen, jawohl, ab der Wäschenke. 3 fast ganz neue Leintücher, denken Sie, reine Leine. Einfach spurlos verschwunden. Der Polizist Weckerli muss jeden Moment kommen. Ich habe ihm natürlich sofort berichtet. Jesus, hoffentlich haben Sie mir aber nichts gesagt wegen dem Geist von gestern Nacht. Sowieso haben Sie gesagt, das ist er doch der Dieb. Ja, was denken Sie ja? Ein Geist stillt doch nicht. Das ist die arme Seele von Dr. Windeler. Wissen Sie, der sich das Leben genommen hat, weil er mich nicht überkommt. Ah, hören Sie mal endlich mal auf mit Ihrem Geist. Nein, das ist doch einer von diesen Seiltänzlern. Der hat sich als Gespenst verkleidet und ist den Weg stehlen. Nein, bitte auch. Sagen Sie doch von dieser armen Seele nicht so etwas. So, jetzt ist recht, da kommt gerade der Weckerli. Grüezi, Herr Weckerli. Und ich weiss ganz genau, wer es war. Da kommt niemand anders in Frage als einer von diesen Seiltänzlern. Kommen Sie noch gerade mit mir auf die Winde rauf, so kann ich Ihnen zeigen, wo die Leintücher gegangen sind. Ich habe die Wäsche oben aufgehängt, wie man doch gemeint hat, es kommt regnen gestern. Schauen Sie, da sind sie gegangen, da sind noch Klüppli. Genau wie derige sind sie wie das da. Warum hat er das nicht auch mitgenommen? Das weiss ich. Spassig. Wann haben Sie sich aufgehängt? Gestern um die 11 Uhr. Ja, ich habe gerade Fleisch zum Und wann haben Sie gemerkt, dass Sie nicht mehr da sind? Heute Morgen, gerade bevor ich Ihnen telefoniert habe. Sie können sich denken, wie... Also, wen tun Sie verdächtigen? Der Seiltänzler. Wieso? Er ist doch auf Flugzettel bringen. Und bei dieser Gelegenheit hat er schön können alles ausspionieren. Gell, Sie, Frau Züsli, Sie haben ihn auch gesehen. Ja, schon ein paar Mal. Was schon ein paar Mal? Der Seiltänzler? Nein, der Geist. Ah, der Geist. Und der Seiltänzler haben Sie auch gesehen im Haus rein? Ja. Und welche Zeit? Etwa um 6, halb 5. Nein, um die 5 Uhr war es. 5 Uhr war es. Ah, der Dings ist auch da, der Herr... Döbeli ist mein Name. Döbeli. Immer noch Döbeli. Ja, man kennt den Rand, ja. Was wollen Sie sagen mit dem, Herr Polizist? Nicht. Seit wann arbeitet der Rat Döbeli? Seit gestern Mittag. Ist ja pressant, ja, aber pressiert. Es ist ein Säuhitz da oben, ein Säuhitz. Einen grusigen Durst, einen Säudurst. Ja, wer sagt mir, ich denke, nein, nichts mehr. Fast nichts mehr. Also nicht mehr viel.
Haben die gesehen, dass da noch 3 Lintücher gegangen sind, Döbeli? Natürlich habe ich es gesehen, ich bin doch kein Double. Dort sind sie gegangen. Nein, da sind sie gegangen. Ja, da oder dort sind sie gegangen. Gestohlen worden, hä? Ja, scheint's. Was scheint's? Nein, nicht scheint's. Sie sind gestohlen worden. Aha, jetzt sollte ich natürlich wieder der Erste sein. Man weiss, dass ich immer für andere Leute Suppen ausfressen. Man weiss es ja, man weiss es ja. Habt ihr den Seiltanzer gesehen, da in den Winden oben? Seiltanzer, Winden oben? Nein. Ja, halt mal. Jetzt geht mir das Licht auf. Ist ja ganz klar. Am 5 Uhr bin ich heimgegangen, Schuhe holen. Und dann habe ich gesehen, im Hausgang und im Hausgang. Und als ich wieder zurückgekommen bin, um 4:45, da sind die Lintücher nicht mehr da gewesen. Sehen Sie, was habe ich gesagt? Ja, nur können so durchlaufen. Und natürlich gemeint, sie haben es abgenommen. Ja, ist ja ganz klar, der Seiltanzer hat es gestohlen. Wer denn sonst? Da steht jetzt noch nie geschrieben. Seiltanzer hin oder her? Natürlich war es der gewesen. Man weiss es ja, man weiss es ja. Ja, es waren schöne Lintücher gewesen. Gehen sie nur ins Käfig. Und Döbeli kann man zwar nicht glauben, und da wollen wir ja nicht mehr. Und beiden zusammen nicht viel. Aber nicht viel ist doch schon etwas. Und weil wir nur etwas wissen, gehen wir schauen, ob man nicht noch mehr vernimmt. Also, zeigen Sie mal die Wäsche. Das ist doch... so etwas... Das sind ja meine Lintücher. Also das ist ja haarig. Ihre Lintücher, Sie sind ja... Und das, schauen Sie da am Ismonogramm, ja? MN, ja? Bitte. MN, Marganov. Was? MN? NW heisst das, Nadette Wurme. Sie! Sehen Sie jetzt ein Wäckerli? Tun Sie doch gerade die ganze Bande verhaften. Ins Zuchthaus gehören die. Für so etwas gibt es mindestens 3 Jahre. So sind Sie jetzt im Moment ruhig, Frau Wurme. Was, das soll man sich nicht aufregen? Niegelnagelneue neue Lintücher sind's. Nein, die Unverschämtheit. Woher haben Sie die Wäsche? Von der... Bei der Kastli AG. Im Ausverkauf. Ja, beim nächsten Ausverkauf hat die Schwester gekauft. Was? Eine Schwester haben Sie auch noch? Bringen Sie doch keine faule Ausrede. Ich habe die Lintücher gekauft. Ich, bei der Kastli AG. 75,85 habe ich gezahlt dafür. In Bar 75,85. Jetzt kennen Sie sofort her. Sie ausgeschämtes Frauenzimmer sind. So, jetzt benehmen Sie sich mal anständig, Frau Wurme, hä? Die Lintücher bleiben vorläufig da, verstanden? Aber die gehören doch meine. Sepp kommt dann schon aus, Frau Wurme. Für Sepp sorge dann ich. Natürlich, können Sie dir nur gerade noch helfen. Man weiss ja, wie es die Polizei hat, wenn Sie einmal ein schönes Fretzli sehen. So, jetzt heben Sie mal Ihre Klappen zu und machen Sie überhaupt, dass Sie vorkommen von da. Ist doch haarig, was man sich muss gefallen lassen. Wann reisen Sie ab? Etwa in einer Stunde müssen wir fahren. Gut, dann schauen. Das wird hoffentlich schon gehen. Ja, ich muss noch schnell ein paar Erhebungen machen. Ihr bleibt auf jeden Fall da, bis ich wieder zurück bin. Adieu. Evelyn! Aber Herr Wäckerli, haben wir den Weg verschrecken. Ein ehrlicher Handwerker verschrecken. Das ist ja haarig. Also haarig ist das, haarig. Wann sind die Lintücher nicht mehr da gehangen, Evelyn? Schon gesagt. 4:45. Oder wie ich zurückgekommen bin. So. Also 20 ab. 25 ab. Halbe 6. Stimmt nicht, Evelyn. So, was stimmt nicht? Was soll da nicht stimmen? Ihr seid ja gar nicht mehr zurückgekommen. Sind in der Wirtschaft vorne gehockt, den ganzen Abend. Ja, hätte ich der gehockt sein. Gut, bin ich halt gehockt, wenn ihr es doch besser wissen. Was meinen Sie zu einer Hausdurchsuchung, Evelyn? Was? Eine Hausdurchsuchung? Hm? Bei mir? In meinem Haus hinein? Bitte macht's. Aber Verantwortung habt ihr, wenn noch etwas fehlt nachher. Vielleicht fehlt mir auch etwas, wo gar nicht dorthin gehört, Evelyn. Polizei. Lang suchen.
Als ich schon auf der richtigen Spur war, ist mir auf einmal wieder etwas anderes in die Quere gekommen. Meine Frau hat Marga Nock natürlich freundlich empfangen. Ja, das gehört sie ja, bei einem so einem schönen Mädchen. Entschuldigen Sie vielmal, wir haben gewartet, ja? Aber wo Sie nicht gekommen sind, haben wir... Ja, ich weiss, es ist ein bisschen länger gegangen. Ich werde jetzt gleich kommen. Wir müssen nämlich sofort abfahren, ja? Sonst mögen wir nicht mehr kommen und dann verlieren wir eine Vorstellung zu Buchlingen. Der Verlust wäre für uns... Ja, bevor der Fall nicht aufgeklärt ist, kann ich euch nicht gehen. Wir müssen aber unbedingt fort. Und, hören Sie, wir haben die Lindtücher wirklich genommen. Es tut uns leid. Da sind's. Kann ich jetzt gehen, ja? Ihr geht also den Diebstahl zu? Ja. Aha. Ja, nun. Die Lindtücher habe ich jetzt ja. Gut, in dem Fall will ich euch nicht mehr länger aufhalten, wenn es doch so... Woher kommen wir? Auf Buchlingen. Buchlingen. Da hauen sie vorläufig. Hört dann von mir. Adieu. Ah, ja. Wenn natürlich jemand zu der Polizei kommt und einen Diebstahl freiwillig zugibt, muss man glauben. In dem Fall wäre der Fall erledigt, wenn das der Fall wäre. Das ist aber nicht der Fall. Als ich nämlich dort zum Fenster rausgeschaut habe, hatte ich den Beweis gehabt, was ich eigentlich von Anfang an schon vermutet habe, dass die zwei Lausbuben in die grosse Kriminalaffäre nie verwickelt sind. Bei diesen zwei Räubern an, aber bei dieser grossen Übermacht musste ich Hilfe haben und habe eine Frau gerufen. Ja, los die Wäsche. Ja, komm da. Hast du doch nicht recht schwimmen. Ja, macht ihr da? Nichts. Waschen. Das ist jetzt brav. Das wäre nötig gewesen. Sind das eure Lindtücher? So nicht lügen, die Wahrheit sagen, hä? Ja, er hat beim Spensterlis gespielt Mit der Frau Buben ihren Lindtüchern. und haben ein grosses Gestell gemacht. Und wir haben es nicht stehlen müssen. So, erzähl dir mal, was ist da gegangen? Wir sind die Schlüssel da und haben das Gespenst gemacht, wegen der Frau Züsli. Und dann sind wir vorgesprungen und gestört und in die Drecke gefallen. Und dann? Sind sie dreckig geworden. Ah, jetzt haben sie es waschen, hä? Ihr seid mir heitere Wäscherinnen, ihr. Mal. Jetzt machen aber so schnell wie möglich, dass die Lindtücher sauber werden. Dann bringen das der Frau Buben durch. Sonst kommen wir ins Käfig. Sie sind natürlich nicht ins Käfig gekommen. Aber das Pack Lindtücher haben sie diesen Artisten müssen umbringen. Das Fräulein Nock hat nämlich seine Lindtücher nur opfern, dass die Arena auf die Seite können abreisen können. Meine Frau hat Verbarmen mit diesen zwei Laustürken. Und um es richtig zu waschen, hat sie in unsere Wäschküche aber genommen. Die 3 Lindtücher. Meine Frau tut ja wegen gern waschen, aber fremde Wäsche ist halt doch etwas anderes. Und darum habe ich der Frau Hilfe geschickt. Grüezi. So, haben ihr den Seiltänzer ihre Lindtücher umgebracht? Aha. Ihr seid mir heitere Fäger, mal. Sind das die Frau Womeniere? Und wie dreckig. Jetzt können wir schnell helfen, sie schön sauber zu machen.
Sonst wird dann Frau Wurme böse. Nein, nicht wie am Bach. Zuerst nimmt man ein bisschen Omo. Omo. Und streut ein paar Hampfel von dem Pulver übers Wasser rein. So. Ein paar Hampfel? Da darf man nicht knauserig sein, dass das Wasser schön weich wird. Weich. Tja, man sagt dem halt so. In 5 Minuten hat sie wirklich schon da. Unterdessen machen wir Feuer unter dem Kessel. Ich will da zünden. Gib die Zündhölzchen her. Die Wurmer ist natürlich schön verschrocken, was sie die wegen gesehen fahren. Aber es schadet ihr nichts, wenn man sich ein bisschen zappeln lässt. Herr Wäckerli! Herr Wäckerli! Und jetzt kommt die Hauptsache. Jetzt tun wir die Lindtücher in den Kessel rein. Nein, jetzt kommt Radio ins Wasser. Nur leicht drüber streuen, dann gibt es kein Knöllchen. Das schmeckt gut. Jetzt machen wir es ein bisschen durcheinander. Dann sind wir sicher, dass das Radio gut aufgelöst ist. Seht ihr, wie das schnell geht? Oh, das schummt aber zünftig. So. Und jetzt sind die Laugen rein mit der Wäsche. Gib. Urs, nimm den Stöpsel. Du kannst doch nicht Stöpsel, du Stöpsel. Oh, Frau Wurme. Was ist, Frau Wurme? Wo ist Ihr Mann? Wo ist die Polizei? Ja, das ist ja furchtbar. Was haben Sie? Seid ihr rennt ja fort? Ja, und jetzt? Warum ladet ihr Lagane meine gestohlenen Lindtücher? Er ist Zucht, Was für Lindtücher? 3 neue Lindtücher haben die Seiltänzler gestohlen. 25 Franken habe ich gezahlt für ein Stück. Wieso glauben Sie, die Seiltänzler haben es gestohlen? Weil ich selber gesehen habe, im Wohnwagen mit meinem Monogramm. So eine Unverschämtheit, direkt auf der Wäschenke stellen. So schöne Lindtücher. Das Einzige, was wir noch klar haben, hängen in der Windel, aber das kann ich jetzt gar nicht holen, ich habe es selber gesehen. Aber Frau Wurme, warum dann so aufgeregt? Ihre Lindtücher sind ja da. Hier sind wir schöne Helden. Mal. Und Frau Wurme noch mal. Das werden wir dann sehen. Mal lieber den Deckel drauf. Ja, wenn wir die Lindtücher dann noch reiben? Nicht reiben oder fegen. Da braucht man nicht so viel zu arbeiten. Das Radio und besorgen das schon. Und wenn es eine Viertelstunde gekocht hat, dann ist die Wäsche von mir selber sauber da rein. Ja, und jetzt? Jetzt könnt ihr gehen. Aber hey, ihr Loser. Ade, Frau Wäckerli. Und ganz Achtung, Frau Wurme. Ja, was tausig. Die ist nämlich mit ihrem Lindtuch in einer schönen Aufregung an mir vorbeigefahren zu der Frau. Aber die tut sie jetzt schon wieder abregen. Sehen Sie die schönen Lindtücher? Und da soll man sich nicht aufregen. Und da behauptet der Gumsler noch, sagen Ihre Lindtücher. Dabei haben sie genau das gleiche Monogramm. Ich habe es extra gross gemacht. Und das, Frau Wurme, das ist ja das gleiche Monogramm. Das sind nämlich Ihre Lindtücher. Ja, aber wieso? Das kann doch nicht sein. Es ist eben doch so. Die Buchstaben kann man halt auf Beetweg lesen. Das hat mein Mann sofort herausgefunden. Jetzt schaut auch da. Der Weg noch nicht der Wurme und der Weg mag er noch. Gespässig. Ja, aber ich kann gar nicht begreifen. Dass das Ihre eigenen sind? Ja, aber wie sind denn die da angekommen? Und überhaupt, die sind ja viel weißer als meine. Ich brauche halt Radio. Das wärst du beweisen. Radio? So, jetzt wird noch richtig gespült und dann ab die Sonne damit. Ja, sind sie denn schon fertig gewaschen? Sie haben es doch erst... Ja, kennen Sie, wie das schnell geht. Und noch ohne Spülmittel. Das haben wir am Radio uns zu verdanken.
Ja, aber warum hat man es eigentlich waschen müssen? Wie sind meine Lintücher überhaupt da angekommen? Schauen Sie, wie schön weiss und ohne Bleichmittel. Heben Sie Ihr Lint doch nur nebenher, dann sehen Sie den Unterschied besser. Sehen Sie, wie viel weisser. Und dabei könnten Sie es 100-mal waschen, ohne dass der Mildradionschaum das Gewebe angreift. Darum kann man es auch für ganz feine Sachen brauchen. Was Sie nicht alles ausfindig machen. Ja, aber wie sind meine Lintücher überhaupt da angekommen? Und sehen Sie da? Die Kalkfleckchen. So etwas gibt es dann beim Radio nicht. Ja, wirklich. So, jetzt muss das Lint doch gerade auch noch in das Radio nie. Ja, das ist doch sicher nicht mehr heiß. Ja, vielleicht wird es gleich noch ein bisschen weiss. Helfen Sie mir noch schnell auswinden? Ja, gern. Ja, aber Sie haben mir immer noch nicht gesagt, was gegangen ist mit diesen Lintüchern. Ja, das ist eine lange Geschichte. Also, die beiden Seewaldbuben haben gestern Abend Schwänzerli gespielt. Und weil die Lintücher auf den Winden oben... Sie haben das schon noch schnell draussen gehabt. Sie sind dann schon ein Tüchtiger. Also sehen Sie, Frau Muhrmann, mit Ihren Verdächtigungen müssen Sie in Zukunft halt doch ein bisschen vorsichtiger Ja, sein. ich habe ja niemand Verdächtigen gehabt, wissen Sie. Ich habe ja nur Ein Kabis. Frau Züsli. Sehen Sie, Frau Züsli, der Geist bei Ihrem alten Schatz ist doch kein Dieb, hä? Nein, ich weiss schon, dass mein Geist... Aber ein kleiner Nötli ist. Das ist ja haarig, also haarig ist das haarig. Ein ehrlicher Handwerker, der wird verdächtigen. Ich will doch keine Wäsche, gar doch keine Wäsche stehlen. Nein, Wäsche habe ich noch nie gestohlen. Ja, den Weg müsst ihr nicht aufladen, weil das jetzt auch einmal nichts sind. Hast du es draussen? Hände der Dieb. Wer war es gewesen? Wer war es gewesen? Das war ein Bubenstreich. Ein Bubenstreich. So. Also, miteinander. Lebt wohl. Ja. Adi miteinander. Ja, nu. Muss heim, habe Hunger und Durst. Muss ein grosses Hels haben, ein grosses Hels. Und ein Gnagi, ein saftiges Gnagi. Komm, wir gehen zu Nacht essen, ich habe auch Hunger. Ja, ich habe noch nicht gekocht. Aber dann habe ich gleich Hunger. Also, gut. Halt, fast habe ich es vergessen. Adi miteinander. Ja, so. Und denkt dran, Radion wäscht weißer.